Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video und zwar wurden wir wieder einmal sehr oft gefragt, was wir überhaupt für Autos besitzen, wie viele Autos wir besitzen, was davon noch fährt, was vielleicht nicht. Wir schauen mal, wir gehen einfach mal rum und schauen mal, was wir überhaupt selber haben, weil wir teils gar nicht wissen, was wir überhaupt noch haben. Kannst du dann oben so einen Countdown machen oder so einen Countdown? Counter? Erstmal Bus, oder? Wir stehen ja gerade schon hier. Wir haben einen Bus. Zetra. Sag Zetra. VW-Bus oder? UL 215 UL. Oh. Motorisierung wollen wir uns jetzt nicht angucken, oder? Nee. Hier haben wir noch einen schönen Caddy. Naja, eigentlich ist der gar nicht mehr so schön, weil der Schrott ist. Wir haben das Problem, das Motorsteuergerät ist gesperrt. Wir haben da noch nicht mal Faxen mitgemacht. Wir haben ihn einfach nur hier hingestellt, da lief der noch. Und jetzt geht der nicht mehr an. Und wir haben den ausgelesen, angeblich ist das Motorsteuergerät gesperrt, irgendwie Wegfahrsperre oder so. Ja, da steht das tolle Teil. Sicherungen sind alle in Ordnung. Kackteil. Vielleicht weiß es ja einer. Spachtel. Oder vielleicht 5 verschiedene Lacksorten. Ja, das lassen wir jetzt. Noch haben wir hier einen Corsa, den werden wir in den nächsten Videos sehen oder davor oder keine Ahnung was. Es wird kommen. Lasst euch überraschen. Also, Corsa. Warte, was haben wir jetzt? 1, 2. Ja, ich zähle doch im Video einfach mal mit, oder? Ja, aber für uns ja, selber. hallo, Achso, für uns selber. Lange Zeit verschollen gewesen, aber doch wiedergefunden. Stimmt. Läuft allerdings leider nicht mehr, müssen wir leider auch entsorgen. Aber ist halt so. Aber wir haben es. Aber das Ding stand mal eben 1,5 Jahre und wir wussten nichts davon. Aber egal. Dann haben wir noch einen Caddy, auch ein 1.9er SDI. Ja. Aber Der läuft wird aber. auch bald von uns gehen. Aber er läuft auch. Wahrscheinlich. Ja, unser relativ jüngstes Auto und Neuzugang auch gleichzeitig mit. Ein Opel Omega, 2 Liter Heckschleuder, Automatik, Getriebe Wir werden ja auch und nicht dezente Sandreifen, wie ihr gesehen habt in den letzten Videos. Ja, die fräsen doch noch ein bisschen zu viel, also die Autos machen direkt. No, nochmal. Stefan, dein Lieblingsauto? einen hässlichen Mazda MX-3, viel zu tief, viel zu hart. Ist gar nicht so tief, ne? Offroad begeistert, ne? Er will doch. Er mag die Ländereien. Auch Was ein ist das? tolles Auto, 5 Liter Tank in Äh. Halt. Ein Citroën. Zitronen, ja. Ja, das steht bestimmt hier hinten drauf. 1.8i. Oh, ich würde der Flexline 1.8T so weg. Xara? Kann das? Keine Ahnung. Ein Citroën. Zitrone. Dann einen sehr, sehr schönen Ford Focus. Mondeo, oder? Mondeo? Das ist ein Fokus, gute Frage. Ich dachte, das war Ich will jetzt Mondeo. auch Fokus sagen. Mondeo ist größer. Focus. Mondeo ist ein Fokus bisschen Kombi. So, dann Ja. ein Mitsubishi Charisma. Karasimi. Karasimi. So, ey, den Smart haben die ja noch gar nicht gesehen. Auto, haben wir auch 2 von. Ja. Was ein Zufall. Ja, immer noch dabei unser super wunderschöner PT Cruiser. Ja, läuft ebenfalls auch noch. Ja, weiter. Ja. Ja! Das ist jetzt der allerübelste Spoiler eigentlich. Aber dieses Kfz wurde uns wieder einmal besorgt von unserer netten Werkstatt von Firma Reifen Show. Ja, er fand unsere Badewanne so toll und hat gedacht, man könnte aus einem Smart vielleicht irgendwas Ähnliches basteln. Wo wir allerdings noch nicht wissen, was abgeht. Vielleicht ist das ja bald mal Phase. Wichtig ist erst schon mal aufkleben, weil kann ja mal Mehr als 3 Zylinder, die da sind und 2, die laufen. die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war ein Bravos wird. Dann hier Tuning. Ah ja, da. Bodykit. Frontspoiler und so. Was war das mal? Richtstein oder Ach, das weiß man nicht. Stefan? Nee, ich nicht. Hast du den da zufällig drauf abgeworfen? Cool, ne? Ich nicht. Das ist nicht so schwer runterzuheben. Da kann man den erst da drauf, dann rollt man Oh. den Puff runter und dann. So, das ist unsere neue Baggerschrift. Ja, man kennt ihn, ne? Devo! Devo. Mattis! Was ist jetzt eigentlich die Marke? Und Mattis einer oder Bodykit. Devo ist die Devo Marke. ist das. Kenn ich doch nicht. Aber wo zur Hölle ist das Bodykit hin? Haben die Rumänen das schon wieder geklaut? Nein, das liegt hinten drin. Achso, haben die schon mal abmontiert. Ne, das haben die gemacht. Gegen Polizeikontrolle.
So, dann haben wir noch eine schöne Raupe hier stehen. Auch unsere, haben wir gerade gekauft. Ja, klar, Junge. Leider nein. Vielen Dank, Firma Caterpillar. Es gibt Leute, die können sich sowas leisten. Ja, hier ist Versuch Nummer 1, Polo 86C. Ja, wie gesagt, Snickers hat es ja schon mal in einem Video gezeigt, warum dieses Projekt dann doch scheitern musste. Allerdings dann auch sofort sein Nachfolger direkt am selben Tag neu erschienen ist. Durch einen Zufall, muss man auch sagen. Die Nachbarschaft, würde ich sagen. Gepflegte Nachbarschaft, ja. Gold richtig, ne? Ja. Da werden auch noch ein paar Videos zu kommen oder sind schon gekommen, wenn ihr das Video seht. Aua, Deutsch. Momentan dient er nur als Vogelscheißhaus. Ja. Als Ablage für Und, Vogelkot. ne? Dann meint man, das Auto steht hier sicher. Siehe da. Siehe da. Aber ich vermute, dass dieser Trecker so eben mit seinem Vorderrad da dran touchiert ist. Naja, ist auch egal. Ist ja nur Plastik. Ist die andere noch gut? Die hängt irgendwie genauso daneben. Die wird gar nicht mal. Ah, doch. Aber ich glaube, die ist nur ausgehakt. Ich denke mal, wer diesen Kameraden hier nicht kennt, der hat einiges verpasst. Ich glaube, der ist, glaube ich, schon seit unseren Geburtsstunden, glaube ich, dabei. Seit es Dumptüch gibt, glaube ich. Ja. Und immer noch nicht kaputt zu kriegen. Trotz Modifikation. Viel Keine Scheiße Chance. mitgemacht. Keine Chance, geht nicht kaputt. Und wenn wir den nicht kaputt kriegen, kriegt ihn keiner kaputt. Aber der wurde ja auch schon vorher schon mal gut behandelt von einem Mitarbeiter von uns. Die Karre, als sie die gekriegt haben, war die eigentlich schon Kernschrott. Naja. Danach ging es bergauf. Ja. Dann einen schönen Ford Escort. Nein, so schön ist der auch nicht mehr. Hallo? Der hat 40.000 Kilometer Stimmt. runter. Der ist gerade jetzt eingelaufen. Genau passend für uns. Man glaubt es kaum, aber dieses Auto hat wirklich 40.000 runter. Gut, Garagenwagen. Dann hat den ein Kollege von mir gekriegt. Wollte damit zum TÜV und war durchgerostet. Komisch. Toll. Aber läuft. Ja. So, dann haben wir einen Klavierbomser. Einen Corsa. Den hat noch niemand gesehen. Das stimmt. Ebenfalls ein Spoiler. Hä? Ja, dieses Auto kennt man, denke ich, auch so ziemlich jeder. Das ist unser Community-Auto Opelix. Da brauchen wir noch mal ein paar Tricks, wie man in sein eigenes Auto einbricht, ohne Schlüssel. Weil allerdings, ja, wie gesagt, Schlüssel fehlen. Kann mal passieren. Ne, wenn Mutti sagt schon wieder 3 Autoschlüssel. Ja. Naja, egal. Kriegen wir auch noch hin. Kein Thema. Aber ich glaube, der wird leicht voll mit Wasser sein. Nö, viel Gas. Täuscht. So. Jeder kennt sie, in jedem Kommentar immer noch zu lesen, unsere Golforgel. Aber da haben wir auch schon wieder nette Pläne, haben wir schon wieder, ne, lustige. Da werden wir bald zu kommen. Weil das ist ja nun mal die Winter Edition. Was wollen wir denn fahren im Sommer, ne? Cut. Anlagenschlüssel für, ne? Ja, hallo? Da, ja, doch, der steckt. Polo 9N, ja. Schierer 3-Zylinder läuft allerdings auch wieder mal nicht sauber und rund. Der läuft so auf ca. 1,5 Zylinder. Aber Gefühlt. den wird es auch noch an den Kragen gehen. Ja, hier unser Filmstar. Das war das waren- Auto in dem Beitrag von zwei Autos oder drei? RTL 2 Grip. Eine 1 ist das, oder? Hey. Ja, wie gesagt, Turbo. Filmstar war bei RTL 2 Grip mit uns. Da haben wir dieses Projekt. Lief jetzt auch schon zum zweiten Mal. Was wir Zweite durch Mal Zufall ich nicht gesehen ganz haben. aber egal, wenn die halt kein Material haben, dann verwenden wir halt nochmal das vom letzten Jahr. Ne? Ich glaube, auch noch nirgendwo vorgekommen, wieder einmal ein Golf Dry. Ist es, ne? Cabrio. Cabrio. Die Sommeredition. Dezent undicht. Ja, Jedenfalls ein lecker schmeckerer Pelz, schon ein schöner Bezug auf dem Sessel. Oh, da ist auch schon wieder einer reingefahren. So. Da müssen wir mal eine kleine Hochreinigerkur durchführen. Eine Innenaufbereitung. Ja. Bestimmt gesund für die Lunge. Ich glaube, da sitzt einer im Container will raus. Ja. Ey, Ruhe! Oh, oh. Ja, hier wieder ein Polo 86C, läuft allerdings noch, ebenfalls wie ein Sack Nüsse. Ja, Räder fehlen, wie man sieht, aber ja, mal schauen. Aber wahrscheinlich wird ihm dann eher das Gesegnete begrüßen, bevor wir Räder wieder anbauen. Ja.
Ja! Müssen ja wirtschaftlich denken hier. Nächstes schieres Kfz. Subaru Legacy. Dezent höher gelegt. Der Hausmarke Dummtüch. AWD. Selfmade. AWD. Ja, bockt auf jeden Fall hart auf dem Acker. Da sind wir irgendwie dran gescheitert. Wie man sieht, Ja. hat dieser Versuch nicht geklappt. Ich glaube, das Auto war nur schuld. Ja, zählt man, es läuft ja eigentlich noch. Eigentlich ja. Zählt man das noch als Ganzes? Kann man ja noch mitfahren, theoretisch. Noch haben wir Kann es. man Meine mitfahren? freie Sicht hat man auch, weil die Tür ist ja raus, da kann man besser rausgucken. Also ich sehe jetzt kein Problem, das ist noch Ja. als Kfz. Da bestimmt, wenn man sich den Volvo anguckt, ist das eigentlich noch besser. Außer dass er nicht anspringt. Naja. Hat der noch Saft? Nee. Ja, den wird man auch schon wohl ein paar Mal gesehen haben. Auch bei Unseren schönen AOK-Shopper. Der aber leider den einen oder anderen Platten hat, eine kaputte Batterie hat. Ja, ist jetzt nicht so optimal. Da hinten steht unser Driftquad. Auch bereits in Videos vorgekommen. Da steht noch eine Suzuki DR. 600 oder 650er? Was ist Also es? der Rahmen ist eine 600er, der Motor ist eine 650er. Ah, okay. Ja, dann haben wir noch ein, wie nennt sich das? Ein Krankenfahrstuhl oder so. Kranker Fahrstuhl. Ja, auf jeden Fall zum vorne einsteigen, Joystick ohne zum Lenkrad. Steuern, Ja, so. genau, mit so Joystick. So. Davor steht hier voll geschissen, wie man sieht. Ah, noch einer. Auch noch ebenfalls ein AOK Porsche. Und der dritte im Bunde von diesem mit Lenkrad und Co. befindet sich bei Simon, kennt er mittlerweile auch. Stimmt. Da musste Simon nämlich mal mit nach Hause fahren, weil der zu Hacke war zum Laufen. Kann man mal haben. Dann Ja. fährt man lieber mit 5 km/h nach Hause Das war und doch hat nicht, Angst, dass der Akku nicht hält. noch nicht so lange her, ne? 1,5 Jahre. Ja, Zwei ja. Jahre fast. Kann man einfach nur unten der Kicker hängen. Nein. Sicher, mach mal den Deckel los. Ich hab die mal rübergefahren. Aha. Dann Aha. war aus. Dann war Wieder fest. ohne Öl gefahren. Öl ist randvoll. Das ist der kleine, ne? Ja. Ach so. Ja, hier unsere Hummel auch schon mal vorgekommen. Allerdings noch mit ein paar Motor- und Fahrproblemen. Aber egal. Ja, ich glaube, hier war's gibt es dann, raus. Ja, kommen wir nun zum letzten Objekt der Begierde. Und zwar unsere Badewanne. Ja, läuft. Funktioniert alles immer noch tippitoppi, aber ich glaube, wir brauchen mehr, weil irgendwann wird es langweilig. Ne, war ein Scherz. Nein, es ist schon ein Höllenstuhl geworden. Und immer noch. Ja, wir haben jetzt mal grob zusammengerechnet. Was haben wir jetzt? 24 Autos? 25 Autos? 24. 24 Autos, ein Moped, 4x AOK Porsche, Badewanne, Hummel. Ich glaube, das. Driftquad. Oh, Driftquad. Oh, schön. Anderes Quad. Und das andere. Und anderes Quad. Ich denke, das wird reichen. Ich glaube, da können wir dieses Jahr vielleicht von mitarbeiten. Falls wir nochmal auf die ein oder anderen Dinge genauer eingehen sollten, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig. Schaut bei Instagram vorbei, da könnten wir hin und wieder mal auf Anfrage von irgendwelchen Bauteilen, wie auch immer, Fotos posten, wie ihr wollt. Schreibt es einfach unten rein und wir begeben uns jetzt an das nächste Projekt. Fahren!